Das gute Geschäft mit euch entschädigt für die weitere Anreise. Tja, und damit ein herzliches Willkommen zurück hier zum Let's Play von Anno 1701, der Fluch des Drachen. Ja, das ist, wird lustig, weil, für mich persönlich, von der Aufnahme her, so 2,5 Wochen her, ja, knapp 2,5 Wochen, Monat wollte ich sagen, nee, 2,5 Wochen und, ich bin gerade noch ein bisschen überlegen, wieso habe ich hier ein Schiff 1 oben stehen, bin ich doof? Ja, ich habe wohl, glaube ich, ein bisschen was vergessen. Okay, dass die noch da sind, daran erinnere ich mich. Dass sie noch in die Mauer hochgezogen haben, erinnere ich mich auch noch. Ich habe also so im Gedächtnis, dass die irgendwie... Ich glaube, die Ego wieder hier irgendwo was eingerissen hat. War, kann das sein? Hier unten irgendwo. Also dachte, wenn wir ganz fies, wenn wir ein ganz großer Arsch. Naja. Ansonsten... genau, noch ein bisschen mehr Mühlen, da erinnere ich mich auch noch. Ich habe die Mauern alle hochgezogen, alles perfekto. Okay, das ist nicht meins. Ich habe doch eigentlich 2 kleine Handelsschiffe, war? Wo ist eigentlich... Wo sind meine Schiffe? Okay. Wird ausgeführt. Das war ja deswegen, wir erinnern uns, jetzt haben wir natürlich dummerweise das Konto hier gebaut, was nicht gerade so intelligent war. Noch viel intelligent... Hansel 2, bitte. Ah, gehen wir wieder zurück, ja. Natürlich noch viel intelligenter war, dass ich natürlich das Teil hier abgerissen habe, aber ihr habt gesehen, was ich alles rüber geschafft habe. Von der Menge an, ja, ihr wisst schon. An Ziegel und so weiter und so fort, plötzlich war natürlich, dass ich abgerissen habe, wieder alles für den Arsch. Ja, es kann dann, wenn man irgendwie nach einer geraumen Zeit das Gefühl hat, man kann auch direkt weitermachen, gar kein Problem. Wisst ihr was? Ich mach's anders. Ich lande mal ganz kurz in den Spielstand, so. Hoffentlich stürzt gerade das Spiel ab. Nö, es lädt noch. Sehr gut. Okay, kurz überlegen. Was wollte ich im letzten Part noch machen? Ich erinnere mich irgendwie an ein mühsames Tauziehen quasi in unserer Bilanz. Von wegen Plus und Minus. Dann erinnere ich mich noch ein bisschen dann natürlich die Transportwege, weil Diego der Volltrottel... Okay. Genau, das sind noch so ein paar Gedanken, die ich habe. Okay, jetzt bin ich dann auf dem Weg natürlich. Mit euch entschädigt für die weitere Anreise. Kann ich eigentlich jetzt schon den abreißen? Ja, geht ja schon. Bist du nicht schon vorgemacht? Hä? Bin ich doof? Offenbar schon. Und der ist gerade ein bisschen sehr langsam unterwegs. WTF. Gut, der Rest kommt auch noch. Schon ein bisschen seltsam das Ganze, war. Okay. Machen wir hier mal Stufe 2. Hier ein bisschen anders, mit ein bisschen mehr Lager haben kann und so weiter. Von unserer kleinen Insel hier. So. Wo wir, ja. Die Route 2 theoretisch haben. Und da war ja eben die Idee, dass ich glaube, ich erinnere mich langsam wieder. Dass ich im Prinzip sage, okay, Route 2, Route 1 ja, und kleine Handelsschiffe, weil alles andere bringt es irgendwie nichts. Wenn mir Diego sowieso also da versenkt war. Da war doch irgendwo so eine Idee im Hintergrund. Und übrigens kann noch was anderes, genau, fällt mir da ein. Ja, schon wegen Mörs und Haubitz, was irgendwie mir ja mehrmals empfohlen wurde, sollte ich endlich mal machen. Jetzt gerade, Mörs und Haubitz war nicht irgendwo... 2 Mitspieler sind nicht länger im Krieg. Oh, schön. Natürlich ist der Mörser, ja, aber hat da irgendwo was mit Haubitzen noch gesehen? Oder dachte zumindest. Ja. Aber hier natürlich, ganz kurzer Hinweis, da habe ich halt einen Tipp bekommen, den, sag ich jetzt mal, eher mal einen dringlichen Rat, soll das endlich mal machen. Problem ist, war das für eine Garnison, die kostet Geld, kostet Unterhalt, logischerweise. Und bald sind nicht gerade im Überfluss, deswegen... Ja, ist natürlich ein gut gemeinter Rat und ist eigentlich auch sehr sinnvoll, also der Tipp und so weiter. Sollte man wirklich dringend eigentlich machen, aber eben, ich muss natürlich erstmal die Finanzen regeln, alles andere wäre, ja, einfach nicht so intelligent. Gut.
Ein bisschen Kohle habe ich noch in der Hinterhand. Nicht viel, aber ein bisschen. Die Kostenstraße, kein Unterhalt. Okidoki. Ja, jetzt ansonsten, hier müssen wir Brücken hochziehen und so weiter und so fort. Also der Route 1, die unterwegs ist, okay. Also muss erstmal das noch ein bisschen angucken, wa? Stimmt das jetzt soweit? Alkohol schon überhaupt nicht. Das ist alles im Arsch hier. Nahrung müsste jetzt eigentlich relativ viel dazu kommen. Wow. Das dürfte eigentlich passen. Die Strategiekarte. 40 einladen, 40 einladen, 40 einladen, ausladen. Aber es kommt noch nicht so viel. Man hat es gerade gesehen. Er hat irgendwie nur einen Bruchteil davon geholt. Was natürlich scheiße ist. Und irgendwie gerade mir so spontan nicht recht irgendwie Sinn ergibt. Eigentlich sieht es soweit gut aus. Okay, war nochmal eine hier unten. Zumindest das erste. Wenn man alle aufsteigen können. Das ist eben noch ein bisschen das Ziel hier. Okay, erstmal kurz gucken. Ich habe Ziegel genug. Okay, da bin ich schon mal froh drum. Genug Ziegel. Yeah! Ziegel, Ziegel an die Macht. Aber viel mehr Holz. Werkzeug wohl auch, war 8, 12. Oder würde reichen. Gut, mein Holz würde ich ja selber bauen hier. Da ist das kleinste Problem. Warte mal. Werkzeug, okay, 12. Wir können für 2 eigentlich. Alter, echt gerade. Ja, seht ihr, geht schon mal nicht. Und nicht mehr, wie auch immer. Egal. Bauen wir erstmal hier, wenn ich schon dabei bin. Erstmal kurz gucken. Der Feind greift eines ihrer Schiffe an. Das würde gehen. Ich baue es mal hier hin. Ja, schon gehört, dass er etwas angreift. Die weiß bloß gerade welches, war. Und wer ist es? Ist es Diego? Ist es... Eines ihrer Gebäude steht unter Beschuss. Es war Diego. Eindeutig haben wir ihn erkannt. Kapitän auf der Brücke. Gut, ich meine, abholen kann er natürlich selber. Das ist nicht das Problem. Müssen noch genug Geld haben, um ein Handelsschiff zu bauen. Ja, passt alles. So, ihr seid eigentlich soweit ihm noch zufrieden, war. Ja, er hat ihm noch alles, außer natürlich Pralinen. Ja, es geht ja dann, ich muss ihm noch ein bisschen weiter upgraden, weil eben Pralinen. Pralinen sind wichtig, damit die halt sich aufsteigen lassen, sag ich jetzt mal. Ganz doof gesagt. Aber wen können wir noch alles aufsteigen lassen, ne? Und die nächste brillante Frage. Die würden noch gehen. Wollen wir sagen, mit der Schule wieder ausbauen? Da ist eigentlich jetzt die gute Frage, wa? Lass es momentan so, wie es ist. Dann sagen wir, okay, konzentrieren wir jetzt ein bisschen auf die Pralinen, wenn man so sagen möchte. Oder machen wir jetzt was anderes. Weil man sieht es ja eigentlich relativ gut jetzt hier. Ja, der Problem ist eigentlich jetzt hier, okay, wieder alles im Arsch. Und natürlich auch Geld. Wie immer, Geld regiert die Welt. Was ist zu tun? Ist halt hier die Frage, okay, die kosten mich ja auch Unterhalt. Und nicht gerade wenig. Wie lautet euer Befehl? Euer Befehl. Bereit? Truppenverband auflösen, das ist natürlich auch ein schöner Befehl, wa? Wenn man so sieht, denkt man natürlich ein bisschen was anderes, war nicht unbedingt das Auflösen, aber hey! Warum nicht? Alter, das ist eine lange Strecke. Wohin geht es? Irgendwie so Route 2, wa? Dann machen wir, legen wir los. Zwischen 2 Mitspielern herrscht Krieg. Das ging jetzt aber gerade schnell. Wollen doch mal sehen, ob unsere Feinde jetzt noch so mutig sind. Das ist allerdings eine gute Frage. Kann ein bisschen Geld gebrauchen. Eine Unterredung? Bündnishilfe kostet der Unterhalt, wobei ich habe es natürlich ein bisschen... Ja, und dann sind es doch wieder eher Seeschlachten, wa? Auf sie gewinnt man eigentlich alles. Wir wünschen nicht mit solchen Nebensächlichkeiten. Naja, war mir schon klar. Ich bin gerade mitten in einer Planungsphase. Bis du so weit bist wie ich? Ich werde deine Bitte diesmal erhören. Dankeschön. Alter, was sind denn Truppen gerade unterwegs Bis du so hier? weit bist wie ich, habe ich schon 10 Expeditionen durchgeführt. Das sind alles Feindliche, das sind alles Feindliche. Weiter mal Diegos große Truppe hier. Ich wollte gerade sagen, greift auf alles gleiche Schiff an.
Schiffe an. Ja, Leute sehen natürlich auch, dass seine Flotte größer ist. Hä? Also insofern. Aber es muss sein. Wir müssen es machen. Weil nur so kann ich seine Truppen dann auch dezimieren. Nur so können wir neue Einheiten. Ich habe da einen Auftrag, der wäre wie für euch. Dass er einfach immer wieder abhaut. Wisst ihr? Es ist eigentlich auch so. Ja. Also meins nur, so aktuelle Strategie, okay, ja, ich hab da halt so meine 2 Handelsschiffe, die gehen halt ab und zu einmal unter, ja gut, was soll man machen? Ja, natürlich nur das Gelb vom Ei. Mich selbst kotzt es auch an, was willst du machen? So traurig es auch ist, ich habe einfach zu wenig Kohle. Da was anderes irgendwie zu sagen, das bringt überhaupt nichts und irgendwie alles. Ja. Aber stimmt eigentlich schon, weil eigentlich müssen Finn ich uns eigentlich echt unsere Kräfte vereinigen. Und sagen, okay, du bist ein Arsch, jetzt killen wir dich. Wäre eigentlich optimal. Ich freue dich zu sehen. Geld kann mir ganz geben, vielleicht Bündnishilfe. Natürlich, ich werde dir helfen. Was hat man jetzt gerade geschickt? Wir können los. Wir sind bereit. Ja. Es hört auf euren Befehl. Ich meine, immerhin. Ich würde sogar fast sagen, warte mal, das sind ja Handelsschiffe, ja, logisch. Ich überlege, ob wir die hier hochschicke. Mit Truppen und so weiter. Weil Truppen an Land, hier kann er sowieso an einer Stelle lang. Aber wenn so aus, könnte er hier auch noch gehen. Er kann nur hier lang gehen. Hier kann ich alles abschotten. Theoretisch, wa? Kann ich echt einen Mauer hochziehen, fertig. Meine Ware wird knapp. Die Flotte setzt Segel. Verdammte Alkohol, ey. Der Feind greift eines ihrer Schiffe an. Oh nein, schon wieder. Wie kann man nur so verdammt penetrant sein? Wir erteilen euch eure fortwährenden Hilfegesuche beginnen uns zu... Die glitzernden Scheiben sind sowieso... Ich kann den Kaiser nicht schon wieder. Doch, doch, kannst du schon. Ich bin befugt, eurer Bitte stattzugeben. Dankeschön. Leben du gerade, kann ich eigentlich auch ein Entdeckerschiff noch irgendwie bauen? Ja. Das Gold macht mir gerade weniger Sorgen. Wir sind eher eigentlich, ja. Die Kanone, um ehrlich zu sein. So. Dann gerade das nächste Schiff. Unter, dummerweise. Der ist noch Route 2, okay. Die Feindes landen an ihrer Küste. Wo nicht schon wieder? Man sieht schon, ich brauche ein Entdeckerschiff. Langsam aber sicher mal dafür wäre die Garnison. Das kostet 30, okay, da geht jetzt eigentlich doch ganz gut. So. Ja, aber sag mal hier hin. Die Truppen warten auf euren Befehl. Alle in Bewegung. Stimmt eigentlich, aber bin ich total doof. Nicht das. Handelsschiff, ahoi. Kannst du bitte mal ganz kurz hier hin? Dankeschön. Was andere gerade noch? Ja, du bist klar. Wohin geht es? Du kannst eigentlich auch mal hier hin noch. Die anderen waren alle futsch, natürlich alle futsch, war. Ja, also wenn natürlich die Waren zu lange im Wasser liegen, dann sind sie nachher am Arsch. Kennen wir. Ist nicht das Problem, das, damit komme ich klar. Schiffsbau Scheiße. abgeschlossen. Ja, müssen halt trotzdem. Taros ist der, okay, Martin, ja. Leg los. Kapitän auf der Brücke. Okay, ganz kurz in die Frames gedroppt. Eines ihrer Schiffe steht unter Beschuss. Komm schon ein bisschen Entdeckerschiff. Du hast irgendwie falsch angeklickt. Nee, war schon ein Entdeckerschiff. Wohin geht es?
Ein Gegner hat die Grenze zu ihrem Siedlungsgebiet überschritten. Ich überlege gerade, ob das eigentlich ausreichen könnte. Und dann was nach Hause war. Könnte ich eigentlich hier irgendwie was machen? Also sprich Angreifer, so etwas? Ich glaube eher weniger, aber. Wir sind bereit. Euch zu besuchen lohnt sich immer. Ihre Vorräte an Alkohol sind aufgebraucht. Ja. Kann ich jetzt auch relativ wenig dafür, Freunde. Hm? Wir haben keinen Alkohol, Mann! Was soll der Quatsch? Fuck, das ist Diego. Alle Truppen Abmarsch. Handelsschiff Ahoi. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Wieso jetzt schon wieder? Oh! Ja gut, das war irgendwie logisch, weil es irgendwann mal so weit kommen muss. Jetzt haben wir das Thema schon wieder. Komm, weg mit euch. Ich muss es erst gucken, wie ich hier weitermache. Walfanghütte, die muss natürlich hier sein, das ist logisch, geht nicht anders. Genau, dann muss ich das ja eigentlich so machen. Irgendwie von mir so einen Hafen so etwas machen. Ist ja momentan auch Wurst. So. Ihre Vorräte an Alkohol sind aufgebraucht. Ja, ich weiß. Eines ihrer Schiffe steht unter Beschuss. Der Mob ist drauf und dran, ihre Siedlung in Brand zu stecken. Sollen sie mal, ich habe ein Safe State. Okay, natürlich relativ witzloser. Witzlose Hoffnung. Waren zwei, die ich hatte, war gut. Ah! Also ich meine nur, sofern nicht irgendwie was passiert? Der Mob ist drauf und dran, ihre Siedlung in Brand zu stecken. Krass. Dass er echt überlebt hat. Der Feind greift eines ihrer Schiffe an. Ich War noch der benötige Auftrag Hilfe hier? in einer delikaten Angelegenheit. Es kommen eigentlich sogar noch Regeln. In ihrer Siedlung gibt es kein Alkohol mehr. Gleich hätte es wieder welches, theoretisch. Du bist ein Lockvogel hier, wa? Taurus, der Stier. Zu spät dafür. Ja, eine Eskorte wäre echt geil. So. Müssen wir mal... Oh, Diplomatie, scheiße. Entschuldigung. Forschen. Wir sind bereit. Digga, da gehen die eigentlich auch selbst schon wieder zurück auf frühere Status. Oh. Die Bevölkerung läuft Ja, also sprich auf frühere Stufen, wollte ich gerade sagen. Ich hoffe jetzt mal nicht. Schiff fertiggestellt. Ein Brand zerstört ihre Siedlung. Hey, schon fertig? Wir können los. Ja. Neue Bauoption zur Verfügung. Ich glaube jetzt selig. Bereit machen zum Angriff. So, echt nur noch ein Angriff gefehlt, hätte natürlich schon bitter. So, also weiß nicht, ihr habt jetzt euren Alkohol wieder. Freunde, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Wäre jetzt ein bisschen Geld echt zu viel verlangt, wa? Wollen wir jetzt echt so weit verarschen? Ja, vielen Dank dafür auch. Ja, Leute, ganz ehrlich, ich bin sogar kurz davor zu sagen, wenn das noch 2, 3 Folgen so weiter dauert. Bis ihr von dieser Welt verschwunden seid. Schnauze, Diego, wenn es noch 2, 3 Parts weiter so lange dauert. Dass sogar sagen, komm, wir starten die Runde neu. Weil es macht mir soweit keinen Spaß mehr und wir kommen überhaupt nicht weiter, ist einfach alles nur für den Arsch. Und das mit nur einem schweren Gegner müssen wir reinziehen, was wäre gewesen, wenn ich irgendwie 3 genommen hätte. Warte auf Anweisung.
Ich meine, es ist trotz allem einfach so, ich bin halt jemand, der Anno gerne mal ein bisschen friedlicher zocken würde. Ein bisschen friedlicher heißt natürlich auch, ja, doch halt auch nach meinem eigenen Tempo, sag's mal so. Und ständig irgendwie Angst haben müssen wegen, jetzt kommt der wieder, machen wir da alles kaputt und das wieder und hier und da. Wenn man ein pures Kriegsspiel haben will, dann sage ich Age of Empires. Gebt diesmal besser Acht auf euer Vermögen. So, das sind natürlich auch selber schuld, wieso zünden ja auch die Opernhäuser an. Sagt ein paar von Länge her wieder. Eigentlich oder vorbei. Es ist einfach nur grausig. Nö, es ist echt grausig. Ihre Siedlung brennt lichterloh. Es soll wieder solche Parts hochladen, wa? Und sowas soll sich an ein Entertainment schimpfen. Aber das andere ist ja, was soll er eigentlich so eine Situation machen? Der greift da einfach überall an, stört mich ständig. Und quasi einen Gegenangriff starten, will ich mich wirklich auf sein Niveau begeben. Muss aber beinahe, wa? Das Problem war halt echt, dass Helena, die gute alte Dame halt, die gute alte graue Dame, dass die so früh weg war. Weil das hatte ich echt noch nie. Klar, dass man mal angreifen und so weiter, Diego und mal einen fliehen muss. Das schon, aber nicht so früh. Das habe ich jetzt echt noch nie erlebt. Der Part damals war sowieso krass, weil alles miteinander plötzlich, also innerhalb von einer Minute mit 3 Dinge zuerst mal, ich muss gehen, Entschuldigung, und dann Diego, boom, ich kriege jetzt. Ich meine, die Rattenplage, gut, war natürlich im Verhältnis gesehen ein Witz, aber trotzdem. So. Haben wir jetzt eigentlich alles wieder. Ein Feuer wütet in ihrer Siedlung. Ich würde eigentlich fragen, wo ist eigentlich mein... Ich habe kein Schiff mehr, das heißt, irgendwann, wo ich es nicht geschnallt habe, das oben auch zerstört. Meine Route Nummer 2. Der Gegner ist auf ihrer Insel an Land gegangen. Wo? So, ist hier unten. Eines ihrer Gebäude steht unter Beschuss. Wenn wir mal ganz doof machen, sag ich jetzt mal. Nein. Wo hätte sein können, oder? Wir erteilen euch die Erlaubnis. Habt ihr uns nicht erst vor kurzem um Hilfe ersucht? Ja, vor kurzem war die Welt dann noch in Ordnung. Zumindest mehr oder weniger. Übrigens, ja, wir Haubitzen, wa? Nur mal so noch erwähnt. Schön wie irgendwie alles drunter und drüber geht. Gut, in mein kleines Handelsschiff, wenn ich Geld hätte, könnte ich das machen. Jetzt haben wir hier wieder irgendwie... Wieso überhaupt? Aber wieso ist das Bilanz negativ, hä? Man greift eines ihrer Gebäude an. Echt? Welches? Ah, das da. Ja, ich habe wieder keine Flotte, oder? Ist einfach alles wieder auf den Arsch. Überlege ich gerade, ob das irgendwie so eine Art verlorene Folge werden sollte. Der hat natürlich ein Witz dagegen, war mit 30 Unterhalten und so weiter. Aber ja. Problem, ihr seht, was ist, wir haben Minusbilanz, weil die natürlich einfach so scheiße sind und Aufstände haben wollten. Jetzt haben sie natürlich überall zu wenig angezogen sind. Man sieht es an der Anzahl. Das ist ein Witz, was momentan da ist, tatsächlich abgebrannt und so. Gut, das macht gerade weniger aus. Trotzdem, es sieht eine ganze Bilanz momentan irgendwie wieder positiver. Frag mich jetzt nicht gerade warum. Ich habe sie auf der Insel eigentlich so weit im Griff. Jetzt haben wir natürlich die Schiffe wieder. Dass man echt sagen, die Folge wurde von Schiffen ganz überrannt. Jo. Ich mach's mal so, Leute. Wenn wir ganz kurz die Partie beenden. Ich werde nächste Part wieder komplett neu starten. Ich habe sogar jetzt wirklich, ja, nee, sogar ein bisschen länger als ein paar Sekunden überlegt. Erstmal die ganze Partie abbrechen, nochmal neu starten, mit einer Konfiguration, aber trotzdem mal neu von vorne. Variante Nummer 1 wäre das, weil vielleicht liegt es echt an Diego, aber ich habe die Gegenspieler nicht so verdammt aggressiv in Erinnerung.
ich meine, im Prinzip ist er der Einzige, der gegen alle Krieg führt. Also gegen uns dran natürlich. Ich habe sonst eigentlich eine Erinnerung, dass Ramirez noch ab und zu kommt, meine Schiff versenkt. Aber der ist hier eigentlich echt harmlos. Dafür Diego einfach mal einen Arsch wie am Buche steht, wortwörtlich. Da irgendwie im Addon einfach mal einen Schwierigkeitsgrad angezogen haben. Interessant. Jo. Oder halt die andere Variante, dass wir jetzt machen, wenn so ein Panama-Neustand. Ich wollte sogar, habe gerade kurz überlegt von wegen, ja, ich lösche das Video. Im Sinne von Part 14 ist einfach mal total scheiße gewesen, nehme nochmal neu auf, aber nö, diesem lass es einfach mal und sag, Part 14 ist eine verlorene Folge von mir aus. Ja. Ganz kurz noch hier speichern. Das haben wir heute für ein Datum. Bereits November. Jo. Wobei es auch jetzt wirklich. Dann haben wir generell war. Das noch abspeichern, aber nee, kaum lassen wir. Ist eigentlich Part. Aber ja, schon gemacht, ein Part 12 übersprungen. Da wird er richtig lustig. Ja, so sehe ich es zumindest, wenn ich übersprungen habe, sonst sehe ich es nachher gar nicht. Genau. Wir gehen direkt mal raus, Partie beenden, zum gucken mal, wie es überhaupt in der besten Liste aussehen würde und so weiter. Ein bisschen abgesunken, okay. Na gut, da gar natürlich schon länger. Interessant ist, man sieht es hier gut, im Vergleich zwischen Diego und mir. Diego hat Einwohner mehr, ist eigentlich überhaupt nichts auf der Kiste. Also im Vergleich zumindest. Schiff natürlich total geil. Truppen, aber zumindest halb so viel. Das heißt, er hat gar nicht mal so viele Truppen. Interessant. Siege 276. Okay, wir sind auch schon nahe dran. Zumindest näher als Finn. Aber man ergreift ihn ja auch noch. Was macht er überhaupt? Bilanz im Arsch. Alter! Wenn er so weitermacht, ist er auch bald weg vom Fenster. Scheiße, wenn Finn aber anderen krepiert, bin ich echt alleine mit Diego hier auf der Welt. Boah, Leute. Nee, soll ich meinen, klar, sie ist Schwierigkeitsgrad leicht, er ist normal, er ist schwer, okay. Aber dass die so früh draufgehen, habe ich echt noch nie erlebt bisher bei anderen 1701. Durch einen schweren Gegner, nee. Also echt meistens so sicher in 80% der Fällen, dass ich die halt erledigen musste, weil es halt so, ja, halt Siegbedingungen und so weiter. Wo ich gesagt habe, jo, wenn ich gewinnen will, die Partie komplett gewinnen will, muss ich halt alle erledigen. Das ist einfach nur zu krass, ey. Ich muss quasi auch keine Händleraufträge. Insel natürlich relativ, fast gleich viel wie ich. Alter, viele natürlich viele. Gebäude ein bisschen mehr. Bilanz sogar noch schlechter als meine. Das wird jetzt über Wasser gerade. Also Bilanz gesehen, bin ich eigentlich der Beste von allen. Das ist eigentlich ein Witz, Freunde. Das ist einfach nur ein fertiger Witz. Gut. Das heißt, die Fehlfolge Nummer 14. Yeah! Also natürlich Part Nummer 14. Nächster Part, legen wir hier nochmal los. Im Prinzip klar, was wir machen müssen. Wir wissen ungefähr, was auf uns zukommt. Erstmal natürlich wieder auf der kleinen Insel Japan zurechtbiegen. Das geht dann relativ flott, kann ich direkt schnell machen. Dann Geld pumpen, so schnell es geht. Vielleicht ein bisschen Militär noch von Finn, war, Bündnishilfe und so weiter. Ja, Geld, ich brauche viel Geld. Steck alles in die Schiffbauer. Ich baue mir eine riesige Flotte, einen kleinen Kriegsschiff, mir scheißegal, wenn die Bilanz runtergeht. Weil ich muss die Jäger vor jetzt endlich mal platt kriegen. Wir haben es jetzt gesehen in der Folge noch, die Mauern, die halten soweit, ja, auch wenn das an Truppen ablädt. Das hat soweit ganz gut geklappt und so, dann tut er noch alles abschotten, sowieso. Und, ja. In einen kleinen Schritten zwar, vor allem wegen der Bilanz halt, aber es muss irgendwie so gehen. Halt echt zur Not, da halt die Truppen noch links unten auf der Karte, aber der Insel mit dem Alkohol. Das Team nochmal ganz kurz killen, weil dort ist irgendwie gar nicht gekommen. Wäre natürlich nachher, wenn man es, können durchaus vorstellen. Lass ich die, ja. Wir werden sehen von der nächsten Folge wieder hier bei Anno 1701, der Fluch des Drachen. Ich muss endlich Diego in die Schranke weisen. Ich weiß es so gesehen ja erst Part Nummer 14. Und man sieht es anhand der Anzahl, ich will eigentlich schon über 100 Parts kommen. Aber damit ist eigentlich nur nicht eine Partie gemeint, wie bei Anno 1404 Venedig damals. Ich will eigentlich hier ein bisschen mehrere Partien zocken. Nochmal Kampagnen und so weiter. Aber was hier läuft, ist echt nicht von dieser Welt. Ja, in diesem Sinne, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, wo es hoffentlich besser laufen wird. Ciao zusammen.